Wenn der Milo schon sagt, wir müssen reinschauen, dann schauen wir rein. Das neue Video von Evanio. Let's go! Da Baby. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Ich kann direkt wieder abstellen. Video von mir. Oh, du Hund! Sorry. Es ist wirklich ein ernster Anlass heute. Wie ihr im Titel schon sehen könnt, Leute, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Und das ist jetzt kein es ist halt übel blöd gelaufen, weil ich habe richtig... Ich habe wirklich mit Milo darüber geredet. Milo hat ja den Evanio getroffen. Und der Evanio, den kenne ich, seit er mit seinen Fressvideos beim Unge war oder so. Und Digga, als ich den Evanio in der Story von Milo gesehen habe, ich dachte, holy shit, der sieht ja irgendwie anders aus, als ich mir ihn vorgestellt habe. Ich weiss auch warum, weil die Kamera hat er einfach hier so, 2 Meter vor dem Gesicht so. Er filmt die ganze Zeit so recht, Digga. Easy going. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, ich habe Simons Regenbogenglas geklaut. Warte, mal gucken, ob er es merkt. Und hey, ich habe mich ultra reich gefühlt, weil Simons so shit, Bro. Ich war. Ich dachte mir, boah geil, ich habe das Regenbogenglas jetzt geklaut. Hihi, lustig, haha. Nur wisst ihr, ich habe manchmal so einen Draht dazu, mich sehr reinzusteigern und habe dann Sachen gemacht, die vielleicht ein bisschen falsch waren. Ich habe ja zum Beispiel auch ins Digga, wieso dreht er das Gesichtsvisir, Bro? Milch reingemacht, ne? Und dann haben wirklich Leute absolut übertrieben. Da gab es Leute, die haben das verglichen mit Moslems, die Schweinefleisch essen. Ich meine, diese Leute, Digga, die spinnen komplett. Die meinen halt, Simons Veganer und der Milch. Digga, die Leute übertreiben so dermaßen. Aber dann habe ich eine Aktion gebracht, die haben viele vielleicht nicht mitbekommen. Oh Gott, ich bin nicht geschützt. Der Tod war ständig da. Dann habe ich eine Aktion gebracht, die vielleicht nicht... Digga, da sind die Videos echt so random, das ist wieder geil. Wie viele von euch mitbekommen haben, weil das im Livestream war und das ist ja jetzt jeder am Start von euch. Wie soll man das erklären? Also, ich war auf Toilette und ich habe dort gestreamt. Wie sich schon anhört, ne? Ich habe mal Toilettenwasser getrunken, ich finde Toilettenwasser gar nicht so ekelhaft. Also hier so von der Toilette. Digga, what the fuck? Warum? Warum, Evanio? Warum streamt man von der Toilette, Digga? Und das ist, ist so lustig, von der Toilette zu streamen. Weil ich habe eine Zeit lang hatte ich keinen Fix Bann von Twitch, Digga. Stuhl und habe die Toilette als Stuhl genutzt. Also ich habe wirklich von der Toilette gestreamt, nicht nur für den Joke, sondern weil ich keinen Stuhl hatte. Und dann dachte ich, es wäre lustig, für jede 10 Subs, also Subscriber, trinke ich aus der Toilette. Leute, ihr wisst ja auch keine Scham, Alter. Manchmal, Digga, ganz Evanio? Also okay bei dir, oder? Also, was? Toilettenwasser schmeckt gar nicht mal so. Früher habe ich draußen aus der Toilette getrunken. Ja, verurteilt mich bitte, ich bin ein Schwein. Aus der Toilette getrunken, aber das bei euch. Das passiert so, ne? Aber dann, wisst ihr, wenn man streamt, dann ist man halt, ihr wisst schon, so ein bisschen Action hier und da. Und dann haben die Leute geschrieben, ey, trink aus dem Regenbogenglas aus der Toilette. Und das hört sich ja überasozial an. Halt so richtig im Mut. Und waren in diesem, boah, ja, ey, alle haben ihn gepusht im Chat. Klar, dass ja auch einige gesagt haben, ey, tu es nicht. Aber halt viele haben gepusht, so, ja, mach das jetzt, mach das jetzt. Und ich habe das Nee, er hat das nicht wirklich gemacht. Regenbogenglas dann ins Klo gehalten, aus dem Klo getrunken. Glas, dann ein bisschen Toilettenwasser. Er hat sogar Unge getaggt, Bro. Oh, nee, Digga. Und dann haben die Leute Simon im Chat geschrieben. Und Simon war an dem Tag schon etwas schlechter gelaunt und haben die Leute noch gespammt und hier und da. Und dann habe ich eine Sache gemacht, die echt nicht cool war. Und zwar, ich habe Simon angelogen. Und ich glaube, Simon hat den einen oder anderen Euro, sich 10.000 Gläser davon zu holen. Aber ihr müsst euch vorstellen, für Simon war das ein emotionaler Wert. Stell dir vor, du hast einen emotionalen Wert, weil damals halt Jona, das aus Deutschland extra viel mitgebracht und hat eine richtige Verbindung mit Tanzverbot und hier und da. Und dann gibt's da so einen dicken Jungen, der einen emotionalen Wert nimmt und einfach in die Toilette hält, das noch auf Instagram postet und sich lustig drüber macht. Arschloch. Wenn wir schon dabei sind, hey, wir sind gerade mit, mal hier kurz mal Instagram einschieben. Hey, wenn ihr jetzt also ja, wir super gerne, wenn wir folgen. Ihr wisst ja. Das ist ich, Bro. Ich hab Banani und ich liebe Banani. Alter, ich hab die seit 2012, die begleiten mit meiner ganzen YouTube-Karriere gefühlt. Und stell dich mal vor, jemand hängt jetzt einfach in die Toilette und hängt sie jetzt rein. Simon hat das natürlich mitbekommen, weil die Leute Digga, wie viel zahlt der eigentlich für seine Wohnung? Das würde mich interessieren. seinem Chat damit echt sehr gepusht haben. So, ey, guck mal, was Evanio mit einem Regenbogenglas gerade live macht. Und dann hat Simon gesagt, ey, so, was soll die Scheiße? Aus Panik so gesagt, ja, Digga, ich hab ein zweites Glas, mach dir keine Sorge. Und dann meinte er, zeig mal ein Bild. Aber ich hatte gar kein zweites Glas. Hab ich Oh, scheiße, Digga. Und, Digga, das ist nicht cool. So, es ist einfach nicht cool, einen Freund anzulügen und noch einen emotionalen Wert von ihm zu nehmen. Simon hat das Ding ja im Grunde genommen egal, aber Er redet wie ein Maschinengewehr. Nee, ich hab's nicht verschnellert. Nee, der redet wirklich so schnell. stell dir von Freund, lüg dich einfach an. Und ich sag euch ehrlich, ich hatte an diesem Abend ultra schlechtes Gewissen. Auf Instagram teile ich schon viel mit. Da habe ich auch einfach echt meine echten Emotionen gezeigt, Digga, was mir einfach leid getan hat. Ich hab gemerkt, ey, Digga, du hast eine Sache getan, die war zu doll, das war zu viel, das war nicht cool. Es war einfach nicht cool, was du getan hast. Obwohl ich in dem Moment dachte, so, das war voll cool, aber es war nicht cool, Mann. Wie uncool. Ich sag euch ehrlich, ich möchte mal die Sachen, die ich scheiße gebaut habe, möchte ich gut machen. Und deswegen habe ich was herausgefunden. Und zwar, es gibt noch ein Regenbogenglas. Allerdings ein Schweizer Regenbogenglas. Rauche dieses Regenbogenglas. In dem Clip hier, den ich jetzt abspielen werde, habe ich gesehen, ey, Simon will dieses Glas. Rauche dieses Regenbogenglas aus der Schweiz. Das ist ein ganz besonderes Regenbogenglas. Das ist noch besser als das deutsche Regenbogenglas. Aber wie kriege ich dieses Glas? Ich habe den Typen angeschrieben in dem Meme und habe gesagt, ey, kannst du mir vielleicht das Glas schicken? Kannst du mir das geben? Wir haben hin und her diskutiert und wir kamen zum Entschluss, Digga, weißt du was? Ich fliege jetzt einfach mal in die Schweiz. Ich werde in die Schweiz Er ist echt zu Milo gefahren. extra jetzt fliegen, um mir dieses Glas zu besorgen und es dann Simon zu bringen, um einfach wieder gut zu machen, was ich falsch gemacht habe. Ich ihn angelogen habe und dann den Emotionalwert von ihm genommen habe, dann habe ich die Toilette gehalten habe. Buchen wir mal einen Flug in die Schweiz. Okay, warte mal. Von Karl, Zürich, 242 Franken.
Ja, das ist teuer. Es ist einfach 4:45 Uhr. Ich hab absolut verpennt. Also richtig schlimm. Das Tag kommt in 10 Minuten. Mich so beeilen müssen, Digga. Ich hab so verkackt, Mann. Boah, Digga, der Mond ist gerade zu schön. Ja, das ist Schule kommt, okay, ne, aber das ist der Flug. Der versteht nichts, der versteht nichts. Das geht ja nicht, Digga. Alter, Boarding war noch vor 7 Minuten, Leute. Ich habe richtig verschissen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Flug verpasst. Gott, wenn ich das jetzt verschissen hab, ne? Digga, wisst ihr, wie teuer das war? Digga, die haben aufgerufen zu Gate. Alle. Digga, wo kommen die ganzen Menschen her? Es ist 6 Uhr morgens. Geh mal bitte nach Hause. Digga, sollte nicht stressen. Ich habe einen Platz, Leute, vor der First Class. Hier ist die First Class und hier bin, wenn ich einen Finger reinhalte, bin ich einfach 300 Euro mehr wert. Da haben sie die Videos, Bro. Mit Zwischenstopp. Foodie Time. Oh, Salami und Sekt. Das schmeckt. Okay, so gut schmeckt auch. 6 Euro, was eine Abzocke. Ey, ihr werdet nicht glauben, dieses Kackwasser hier aus dem Automaten kostet einfach 3,40 Euro. Digga, davon könnte ich 2 Wochen lang leben. 27. Alter. Digga, nimm doch meine Leber. Ja, so nah. Aber in der Schweiz ist nochmal ganz anders, Vorhänge Digga. darf die Business Class. So nah dran, aber ich bin einfach nichts wert. Ich kam jetzt in der Schweiz an und fühle mich auf diesem Boden hier schon ziemlich reich. Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon mehr wert. Unglaublich süß, Leute. Am Flug haben noch Leute auf mich gewartet. Die haben mir einfach Schoki mitgebracht. Digga, die wussten eigentlich. Ey, Evanio? Ganz einfach, Digga. Wo du das her hast, gibt's noch viel, viel mehr, Digga. Das ist echt so Grundausrüstung, Chat. Das muss jeder zu Hause haben. Schokolade. Einfach, wie man einen fetten Jungen glücklich macht. Also ein Koberole. Und dazu habe ich mir so einen Brief geschrieben, was ultra sweet ist. Im Brief steht einfach drin, wo man lecker essen kann hier in der Schweiz. Ey, das sind einfach süße Boys. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Aber wir haben eine Mission hier in der Schweiz. In 2 Stunden treffen wir einen guten Mann zum Deal vom Regenbogenclub. Ich habe auch gerade Geld abgehoben. So sieht also reiches Geld aus. Ich muss sagen, es sieht schon wild aus. Hat schon was. Ich bin jetzt der Züricher Innenstadt. Hat das ein Milo abgekauft, oder was? Ich bin auf dem Weg zum Regenbogenglas. Wir besorgen uns das jetzt. Aber ich war gerade zum ersten Mal auch hier essen, Leute. Und Du hättest mit dieser Stimme das Ding für Dokus, Digga. No joke. Das ist Evanio. Er ist ein fettes Schwein. Wir sehen ihn. Oh, Cam. man sagt ja immer so, ja, Zürich ist voll teuer, Schweiz. Digga, ich habe mir einen Schnitzel geholt. Genieß es, du Fettsack. Und ich habe für 2 Schnitzel 81 Franken bezahlt. Digga, nimm doch Was? Ja, Zürich ist halt speziell, einfach ja. meine Mutter. Also wirklich, what the fuck, wie teuer ist das hier? Der Grund, warum ich jetzt hier in der Schweiz bin, ist dieser Mann hier, Leute. Vegan! Ich habe euch schon gezeigt, den Clip, Simon will das Regenbogenglas haben. Und Leute, das ist kein Scheiß hier, ich bin wirklich in der Schweiz, nur um ein Regenbogenglas von ihm abzuholen. So, hey, was, hast du es nicht dabei, oder was? Ich hab's vergessen, Digga. Verpiss dich, Aber wir müssen ich bin wirklich nur in die Schweiz gekommen, Regenbogenglas zu holen, ein bisschen zu knutschen mit ihm. Und dann, will ich das zurück nach Madeira bringen und Simon halt geben. Aber wir gucken erstmal, ob die war. Oh, sogar noch eingepackt. Gott, Digga. Das ist wie so ein Pokémon-Pack, das noch nicht. Jetzt mach mal die Kamera aus. Okay, was kommt denn jetzt? Noch ein Lutsch. Digga, wenn du mich echt so gar nicht kennst, dann echt das. Zeig mal, jetzt bin ich gespannt. Ey, sogar noch frisch verpackt, Digga. Ey, das müssen die Leute jetzt sehen. Ja, ey, Warum, die kommen noch mit nach Madeira, so ist nicht. Finde ich gut. Warte, ich habe die Verpackung schon ein bisschen, man sieht hier, ist nicht First mehr Edition. ganz First Edition, aber Oh mein Gott, das sieht wirklich... Hast du das deutsche Glas schon gesehen? ich habe das Deutsche gesehen, aber noch nicht in Person. Aber ganz realistisch, was findest du besser? Ich finde das ich schon mal finde besser. das safe geiler. Also ich habe auch eins dunge, leider ohne Verpackung, aber Digga, geiles Das Glas. sieht wirklich... Warum sieht es besser aus in der Schweiz, Digga? Das ist echt... Es ist halt wirklich besser einfach. Das sieht wirklich Willst du wunderschön es aus. mal anfassen? Oh, ich trau mich. Warte, ich trau mich. First Edition. Warte, ist es so mattig? So matt? Es ist matt, ja. Oh, okay. Okay, gib mal her. Oh, das ist wirklich matt. Mal so eine Cola drauf. Weißt du, jetzt musst du echt mal überlegen, es ist einfach ein Glas. Es ist einfach ein Glas, Bro. Bei den Deutschen. Was? So Ist ein eine Cola-Ding. Cola drauf, ja? Wow. Nein, wirklich. Fühlt sich wirklich gut an. Also wirklich einfach nice. Ich hoffe, du hast noch nicht reingewichst. Doch. Ah, okay, super. Da freut sich jemand drauf. Das ist nice. Ich finde vom Griff her einfach auch nice. Von richtig zur Festigkeit. Hast du hier Milch reingemacht oder so? Das sind noch Fondue-Reste. Aha, okay. Super Glas. Was Leute, dieser Flug hier, alles mögliche. Das ist uns alles wert, nur für ein Glas zu kommen. So dumm kann eigentlich keiner sein. Ich mach's gerne, um meinem Freund was Gutes zu tun. Das ist halt wirklich ernst, Leute. Für einen Freund, für einen guten Freund wie Simon würde ich wirklich auf ein Es ist mir hure Wunder, wie der Simon nachher wieder reagiert, Ende der Chat. Welt gefällt fliegen. Nur für ein Glas, Alter. Ich hoffe wirklich, er wird sich drüber freuen. Also Simon, falls du das siehst, es wird zu dir kommen. Oh Gott, ich hab was kaputt gemacht. Alter, die Schweiz macht mich fertig, Leute. Diese 2 Gerichte hier, diese 2 Pokeballs. 45 Euro. Junge, wo bin ich hier gelandet? Aber warum kauft er so Zeug? Das ist viel zu teuer. Du musst anders leben. Mann. Ey, man kennt die... 5 Franken zum Mittag, Evanio.
Das Diese regelt. Vorteile Schweiz, teuer hier und da, Digga, das sind keine Preise, das ist, Digga, ich gehe insolvent, Mann, Digga, Alter, ich halte es nicht auf. Also anscheinend ist Zürich brutal teuer, die anderen Teile von der Schweiz Ja. werden natürlich auch nicht ohne super billig sein, aber Zürich soll besonders teuer sein. Ich wusste das, ich dachte Zürich ist so, ja, also nicht Hauptstadt, hey, das stimmt nicht, so ungebildet bin ich auch nicht, ich weiß, Bern die Hauptstadt, ich dachte halt Zürich, wisst ihr, viel Auswahl, aber Digga, Bruder, Digga. Zürich ist, Digga, da hätte er auch direkt nach Freiburg können, gehen. Wäre eh billiger gewesen, so. Junge, was ist das für Preise? Ich bin nach Zürich gekommen für das Regenbogenglas, um es Simon zu geben, um alles wieder gut zu machen. Wisst ihr, ja, Simon und ich haben schon telefoniert, alles ist eigentlich cool zwischen uns und eigentlich, was ich hier gerade tue, ist eigentlich gar nicht nötig, weil Simon meinte, ey, passt und das, du musst nichts machen und hier und da. Ich meine, so, ja, lass mich überraschen, ich werde das machen. Ich glaube, ich hoffe, dass wenn Simon das gerade sieht, das ist eine schöne Überraschung. Ich hoffe, ihr feiert das auch, Digga, dass ich hier einfach mal Arsch in die Schweiz bewege, nur für so ein fucking Glas, nur weil ich wirklich Scheiße gebaut habe und es wieder gut machen möchte. Ich habe jetzt noch 2-3 Tage in der Schweiz, bin bis Mittwoch oder Donnerstag hier, vielleicht noch 1-2 Videos, aber ich glaube, Digga, Mittwoch, Donnerstag. Ah, da ist einfach schon wieder weg. ich will einfach nichts mehr drehen, es ist einfach so teuer. Digga, 45 €. 40 €. Ich komme darauf nicht klar. Digga, ich habe heute einen scheiß Schnitzel gegessen für 40 €. Digga, das war nicht mal annähernd 40 €. Das war vielleicht höchstens 5 € beim Wiener Schnitzarsch, Digga. Ey. Das werden Weiß doch nicht, Bro, keine wilde Ahnung. Videos aus der Schweiz. Das werden viel zu teure Videos. Ich hoffe, ich werde nicht pleite danach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wenn ich das Glas nach Madeira mitnehmen werde. Bis dahin, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst für diese absolut bescheuerte Aktion, Mann. Aber auch wenn ihr es nicht getan habt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ach ja, es schmeckt nicht schlecht. Aber 45 €. Ja, ey, Digga, sehr nice. Da schaltet natürlich der Like anders rein, Digga. Aber ist natürlich gleich... Digga, wer kommt in die Schweiz für das fucking McDonalds-Glas, was einfach mal im Mac-Menü Medium dazugegeben hat? Kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Also wirklich crazy, Mann. Aber ich muss auch sagen, das Schweizer Coca-Cola-Glas, einfach geiler, Bro. Einfach geiler.